Und mit reden von Israel. Ich habe Ihnen gesagt, dass ein bisschen hinzugehen, vielleicht, dass wir planen eine Reise nach Israel. Und so, wir wollen das offiziell aufmerken, dass Sie können absenden für dort. Und Sie können uns Checknummer brücken dort out. Und das geht durch Debbie, unsere Schwiegertochter, sie ran dort hier auf dessen Engwinster zu sein. Und so, Sie können ihn durch absenden für dort. Ich kriege so ein Verweis nur das nächste Jahr im Februar, Ausgangs-Februar, Anfangs März. Ich kann Ihnen ein paar Städte sagen, wo wir hinfahren. Eins ist Joppa. Joppa ist eine Stadt, wo sehr viele Tourgruppen, die fahren nicht nach Joppa. Und ich wundere einmal, wieso nicht? Weil Joppa ist eine von den ganz wichtigsten Städten für uns das Heiden. Das ist der Ort, wo Gott Petrus eine Vision weiß, mit einem Lehren, mit wilden Tieren dabei, oder Tieren, was für die Juden anrennen werden, und ihm das erklärt, durch dort, dass das Evangelium ist für die Heiden auch. Das, wo ihn auch und du, können Christen sein. Das, wo ihn wie mit angeteilt sind. Und so, das ist die ganz erste Stadt, wo wir hinfahren. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass dort die erste Stadt wird. Das habe ich mit Fleets abgelehnt dort. Wenn das die Stadt, wo auch und du sozusagen ankommen. Die Kirche wie jüdisch von Anfang. Jesus wie ein Jude. Die Kirche von Anfang, für die ersten Jahre, dass wir jüdisch, die Heiden hatten verhebt, keine Städte bauen, die wir anrennen, die sollen nicht mal bauen. Und so Gott muss Petrus dort sehr wunderbarer Weg wiesen, dass die Juden, die Heiden wir mit angeteilt. So das ist die erste Stadt, wo wir hinfahren. Wir fahren aus einer Stadt, wo Elia mit den Baal-Propheten, 4 von Gott beten. Die sind bekannt mit der Geschichte. Da wo wir hinfahren, wir waren in Kapernaum fahren, Kapernaum wie Jesus in Tschüss sozusagen, ob das ihr. Und so da in Kapernaum, da ist eine Synagoge, und von der war wir uns ein bisschen feststellen, da wir saßen in der Synagoge, in der Judenschule in Kapernaum, Jesus und die Juden unterhalten sich. Das Wort, wie von der waren noch checken. Und ich sehe da zu so Menschen hier, dass ich habe wenig zu sagen, von der ich würde bloß Bibel lesen, das ist meistens dort. Aber ich will Ihnen ein bisschen wissen, wo zu der Zeit Jesus in die Juden in Himmel mit wem verteilt, und die scheiden ihn bloß vorbei. Wenn die denken, die brauchen vielleicht über eine Werte, aber die denken an ganz verschiedene Dinge. Und so wir streiten uns mit wem und dann scheiden wir uns vorbei. So wir wollen in Kapernaum fahren, und da, wo ich gleich in Johannes saß, dort wo von der wollen wir checken. Wenn wir durch sind in der Synagoge, dann würde ich gleich in 2 Gruppen merken, und dann, ich sehe eine meistens Jesus nicht, sorry, nicht, ich sehe nicht ganz, aber ich würde dort lesen, was Jesus sagt, und die aus Ersatzwerk kann dort lesen, was die Juden sagen. Und dann waren wir durch in der Synagoge, wo das passiert, da waren wir das ein bisschen durchgekommen. Das wird sehr interessant sein. Wir wollen nach Jerusalem. Jerusalem ist die wichtigste Stadt in der Bibel. Ist die wichtigste Stadt von der Welt und ist die wichtigste Stadt für die Zukunft. Und so Jerusalem spielt eine bütergewöhnliche Rolle in dieser Welt. Und da, wo wir hinfahren, dort wo der Tempel wird, dort wo die Juden heim anbeten und all die Dinge. Fernando redet davon, dass die sollen durch Johannes lesen, so von der, wo die sind, die haben angefangen, aber 14, 15 oder 16, ein von den Kapitels. Und ich weiß, dass die tun das alle, die brauchen... Vorher vielleicht nicht ganz alle tun, aber ich würde in Total, wenn die noch nicht haben angefangen, dann dort mal durch Johannes lesen. Wenn wir reden von Johannes in Zeugnis oder die Botschaft, dass die Botschaft nennen, wie Jesus nur Sien Basta Frint noch. Johannes wie ein von Jesus in der Basta Frint kann wir sein, er wie ein von den Jüngern, was in den Bannerster Krons wir. So Johannes hat interessante Dinge zu sagen. Wir haben ein bisschen gecheckt, wer Jesus war, oder wer er ist. Wir haben gecheckt, was er tut, dass er befähigt wird. Von der haben wir gecheckt, was er sagt. Und so, Johannes Kapitel 6. Wir wollen das Kapitel nicht ganz lesen, aber in Naht 1 von dort, wir wollen in Vers 25 anfangen. Da sagt es, dass aus der Arm und der andere sieht mehr von, sehen sie am Lehrer, wann bist du hergekommen. Na, das ist totgeknackt. Mit den 5000 Menschen, was Jesus braut und Festschiff, dort passiert gestern sozusagen. Dort wird der Feiertag passiert. Sind die Jünger, die fuhren mit einem Lamm, eben Wutter.
Das nennt sich hier ein Meer, aber das ist nicht ein Meer. Ich habe in allerlei gesagt, das ist ein naht Wutter, das ist ungefähr 7 Meilen breit, 12 Meilen lang. Und so, wenn wir schon in Israel sind, wo wir in Wiesen ungefähr, wo die fuhren, wo die Städte sind, all so Dinge stehen. Und so, sie fahren über das Wutter, kam ein großer Sturm, Jesus kam danach am Wutter gegangen. Wir sind alle bekommen mit der Geschichte. Das passiert fertig. Und so, nu, die Juden nächsten Tag zum Morgen, die sagen, nur Jesus, wenn sie wollen, was eten. Sie haben fein Tag Brot gekriegt, wollen sie was eten, und sie finden Jesus nicht. So, wenn wir fertig lesen, sie gehen Rahmenwutter, zusammen fahren Eva mit anderen Lamm und so Dinge. Nu kommen sie nach Kapernaum. Und das passiert in der Synagoge in Kapernaum. Und wir, ab ein Kapitel sagt, diese Rede hat Jesus in Kapernaum. So, sie sagen, wenn bist du hergekommen, Jesus beantwortet ihre Frau nicht. Aber in Vers 26 sagt Jesus seht an, ich sei Ihnen ganz bestimmt, je seht mich nicht durchwehen, dass die Wunderteken sagen, aber willst die von das Brot gegeten und satt geworden sind. Na, weißt du, das Vers hat eine sehr, sehr große Meinung. Na, Jesus redet mit den Juden, und so wie das steht, als Unterholung. Und some von den Dingen, was sie davon reden, hat mit Dingen zu tun, ihr jüdisches System. Aber hier ist ein großer Punkt, wenn sie sagten, nur Jesus nicht durchwehen, wenn Jesus Gott wäre, oder wenn er Gott ist, oder wenn er Wunderteken stellt, was bloß Gott kann tun. Sie sagten Jesus, wenn sie wollen Friedbrot eten. Sie sagten Jesus für ein Welfare-Programm, kann sein. Sie sagten Jesus für freie Groceries und so Dinge. So, sie wollen mit Jesus taub sein, wer ihm was er geben kann. Und weißt du, das ist ein Problem für uns von der. Wir leben in dieser Welt, wir schaffen hier ist unser Business, hier ist unsere Farm, hier verhält unsere Art, oder wir haben eine große Art, was immer das alles ist. Aber wir leben hier geht uns Dollar auf, uns Peisen ab, aber was immer das alles ist, das passiert hier. Und uns Denken ist so viel mal auf dieser Welt. Und das ist, was die Juden denken. Sie denken an Märchen, und was wir hier mal klar haben, Jesus redet geistlich, sie reden physisch. Sie reden von Märchen, Jesus redet von der Ewigkeit, aber sie brauchen das Salz wieder. Und das wollen sie sich vorbeischalten dann. So, Jesus sagt ihnen, die seht mich nicht durch, wenn ich Gott sehe. Die seht mich nicht durch, wenn die Erlösung wollen. Die seht mich durch, wenn die wollen Fried Brot. Das wollen die mir herankommen. Und so leicht das Fußabend da, wo wir sie am herankommen. Vers 27. Er sagt, schafft ihr Eten an, das nicht verkommt hat. Schafft ihr Eten an, das für das ewige Leben bleibt. Die Menschen sehen, was ihr so geben willst. Das ist, was Gott, der Vater, mir geschenkt hat. Dann wird Jesus redet von Brot und von Eten. Aber wir machen das klar, dass er redet hier von physischen Viren, kann sein, oder Dinge, was wir in unsere Hand holen, aber seine Meinung ist jässlich. Jesus sagte ihnen, je sehen bloß nur mehr. Aber ihr Denken soll ewig sein. Und das ist unser Problemlied. Weißt du, wie schaffen wir es? Ich sage, hier ist alles, was wir haben. Hier ist, wo wir schachern. Hier ist, wo wir kämpfen oder verkämpfen. Hier ist, wo wir verlieren oder gewinnen. Und unser Denken ist hier. Aber wir sagen, wir sind Gott seine Kinder. Wir sagen, dass wir glauben an Jesus. Paulus sagte der Kolosser, dass nur, dass die mit Jesus abgestoßen sind, nur denkt an dort, was boven ist, nicht bloß an dort, was hier ist. Und das ist, was ihr Problem ist, das ist, was unser Problem ist. Weil wir sind so vertieft mit dieser Welt. Und so Jesus sagt, schafft ihr Eten und das nicht verkommt hat. Na, wir haben alle so, nicht? Wir haben alle Deep Freeze und Fridges und so weiter. Und die haben da so Dinge in den Deep Freeze, was eine Großmama vielleicht gemerkt hat. Like uns Eten verkämpft nicht so leicht zu dieser Zeit. Ihr Eten verkämpft einen Tag oder so eine Dinge dort. Sie müssen meist jeden Tag Brot backen, wenn das verpilzt oder was immer das wir. Und so, sie hatten keine Fridges, kein Eis, keine so eine Dinge. Wir können uns die Welt nicht so dort feststellen, aber eten wir jeden Tag, mussten sie mit den Schafen wieder noch. Aber wir haben angekehrt, wir haben Freezers, wir haben all diese Dinge. Und so, wir denken nicht ganz so sehr, dass das Wort morgen verfehlt sein, man wird von dir auch nicht eten. Und Jesus sagt, schafft ihr Eten und nicht verkämmt. Er sagt, läuft und nehmt was an, was ihr in ewiges Leben habt. Das Eten, das Brot, was ich euch gebe, das morgen verpilzt, das morgen hart gedreht. Bei uns haben wir so, dass wenn ich Brot, ich das auf dem Counter habe, ohne eine Lösch, wenn ich mal hart drehen. Also entweder so steht, mit Brot mit hart drehen. Keine Klug gemacht? Sorry.
Aber weißt du, wir sind mit verschiedenen Menschen. Aber verehrt, sie wissen dort, dass er braucht für Heim. Da wollen sie das Welfare-Programm, dort wollen sie Jesus herangehen, dort wollen sie diese Kraft kriegen von Jesus, zum immer jeder Tag Brot mehr. Dort wieder ganze Denken hängen. Und Jesus sagt, schafft ihn was an, was für Ewigkeit aus. Dann sagt er, ich sehe da, was ihn das geben. Ich sehe das Brot von Leben, wir reden Verse noch von dort. Oder, ja, wir reden von wer er ist. Und so heißt das Brot von Leben. Dann sagt er in Vers 28, dann sehen sie zu ihm, was soll wir tun, um Gott seine Worte zu wirken. Na, weißt ihr, das hört sich geistlich, aber das ist nicht. Wir meinen, die Juden haben nicht hier über einmal hastig sich bekehrt. Die Juden haben nicht bei einmal dort angesehen, dass sie dachten, wir haben ganz arg. Weißt ihr, was sie fragen? Sie fragen, wo kostet uns lernen? Jeder Tag Brot mehr, so du essen willst. Das ist really der Punkt hier hängen. Sie sagen noch ein Welfare-Programm, aber wenn ihr nicht weißt, was ein Welfare-Programm ist, das ist in Kanada, da hat wir ein Programm von der Regierung, das nennt sich ein Welfare-Programm, an dem ich vielleicht nicht schaffen kann, sondern das ist ein bisschen das Lied, was nach der Grenze kam, in der ersten Früh, wo wohnen wir am Fern. Und so, sie wollen ein Welfare-Programm, und das ist einmal ans Denken. So, diese Menschen, die Frauen nicht nur, wo haben wir uns bekehren, wo haben wir für die Ewigkeit leben, das ist nicht ihre Frau. Ihre Frau ist, wo haben wir Brot merken jeden Tag. Das ist das ganze Ding, sie wollen mehr hätten. Sie sind noch gleich rauf von der Time, also wir wollen hier wieder sein. Und so, sie fragen gleich nur, wo haben wir das tun, dass wir auch so jässlich sind als die. Sie fragen, wo haben wir das tun, dass wir Brot merken können, so Stück aus. Lieh uns dort mal. Das ist really die Frau. Ich habe uns mal ein Wunder, ich habe mir mal die Kraft, um ein Wunder zu tun. Zum, dass ich kann für mich Brot merken, dass ich nicht mehr Brot schaffen, dass ich kann jeden Tag Brot essen, wenn das morgen war verpilzt. Vers 29. Jesus antwortet und sagt an, Gott sein Werk ist das, dass ihr an den glauben, den er geschickt hat. Na, weißt ihr, ich kann sagen, die Juden denken an Mehrheiten, Jesus denkt geistlich, Jesus denkt für Ewigkeit. Er will nicht Leute merken für Ewigkeit, sie sollen an Arm bleiben, für Ewigkeit leben, für Sinn und Vergebung, aber das registriert nicht, wenn sie wollen Mehrheiten. Das ist das ganze Denken hier. Und so Jesus sagt, Gott sein Werk ist nicht, dass ihr jeder Tag kein Brot merken, Gott sein Werk ist, dass ihr an mich glauben, den Gott geschickt hat. Und weißt ihr, das ist ein Punkt für uns. Da wir nicht bloß ans Leben leben für tägliche Dinge. Da wir nicht bloß hängen sind, vielleicht nur Wunder tun, oder dass wir nicht bloß hängen sind, nur wie wir von der sehen, haben das hier wird mir das retten, hier wird mir das gesund machen, hier wird mir das in ihr Trag geben, was immer. Das fährt uns denken. Und weißt du, wir denken auch einmal an Mehrheiten. Jesus denkt ewig. Er denkt an Ewigkeit. Er weiß, wo es handelt. Er weiß, was er gekommen ist. Vers 30. Dann sehen sie zu ihm, was hast du von Wunderteken, dass wir das sein und an die glauben? Was wirst du tun? Das ist meistens mit dem Wort und gedacht, dass sie gut von dort kommen, wo Jesus Brot und Fischbrot zum 5000 Menschen fanden. Ein paar Brotjes und ein paar Fisch. Das ist, wo sie von kommen. Von Jesus haben wir da gehen, das ist von wo sie kommen. Und jetzt sagen sie, was ist für ein Teken? Like, wer glaubst du dass du bist? Na, wie man hier jüdisch nachdenken, weil sie verstehen dort, sie können dort begreifen, dass Jesus redet von, dass er ist Gott, er kommt von Gott, er ist von Himmel raufgekommen, ich sehe das Brot. Jemand an mich glauben, zum für Ewigkeit leben. Wer bist du Das ist really ihre Frau. Und so sie sagen, was ist für ein Teken? Paulus sagt zu den Korinther, er sagt, die Juden sehen nur Tekens und die Heiden nur Wissenschaft. Das ist bloß Charakter, das von der aus in der Welt. Wir als Christen, oder was uns Christen nahen, als religiös, wir sehen nur Tekens. Wir sehen nur Wunder, wir sehen nur diese Art Dinge. Die Welt von der bietet sich auf Science, Wissenschaft. Und so das von der nach Charakter, so ist die Welt einmal was. Vers 31. Sie sagen, unsere Väter haben in der Wildnis dort Manna gegessen, so es geschrieben steht, ihr findet Brot vom Himmel zu essen. Na, weißt du, wenn wir nicht wissen, was hier fehlt, dann fällt sich das so, sie ändern das Thema. Sie sagen, Jesus gekommen für Brot, und Jesus sagt, jemand an mich glauben, und dann sagen sie, hey, unsere Väter haben in der Wildnis Brot gegessen. Na, wie man verstehen hier,
dass Jesus sagt, sie verstehen dort, dass Jesus sagt, ich sie weg aus Moses. Jesus sagt so eine Dinge, als ich sie weg aus dem Tempel. Dort werden die Art Dinge, für was die Juden am wollen dort killen. Dort werden die Art Dinge, für was die Juden Steine abhauen und am schließlich am Kreuz halten. Wenn er nahm sich aus Gott, er sagt, ich sie weg aus Moses, ich sie weg aus dem Tempel. Und weil ihr das gesagt in dem Tempel, dort werden die zwei herrlichste Kirchen, was Israel hat. Ich meine, die Dinge, die nicht antasten. Und über einmal kommt hier ein Mensch von Galiläa und sagt, ich sie weg aus Moses und das gesagt, ich sie weg aus dem Tempel. Das ist really was es hier nicht dreht. So sie glauben nicht an ihm. Er hat die Ende gesagt, jemand an mich glauben. Und sie sagen, wer bist du anyway? Wir hatten Moses. Wir sind Abraham, sie nicht kennen. Und so wie man das Bild taubstellen, das ist von was sie reden. Jesus sagt in Vers 32, Jesus sagt an, ich sage in der Wahrheit, dass wir nicht Moses, damit Jesus bringt Moses hinein, er weiß, dass das von was sie reden. Sie nahmen gleich Moses ab, aber sie sehen von Heu, von das Brot von Himmel. In dem Judentum, Moses hat ein Brot von Himmel. Und so, wer bist du? Das ist really ihre Frau. Wohin sollen wir an die glauben? Wir haben Moses, wir haben die Propheten, wir haben das Gesetz, wir haben das Tempel. Wer bist du? Das ist really der Thema. Jesus sagt dann, ich sage in der Wahrheit, dass wir nicht Moses, der jünt das Brot vom Himmel gibt, aber mein Vater jünt das Brot vom Himmel. Morgen, wo das geschrieben ist. Er sagt, dass wir nicht Moses, was dort in der Wüste dort Manna gibt. Dan weet je dat, je trainer die Geschichte van Israël als ze van Egypten kwamen. En God geeft Manna in de Wüste. En voor 40 jaar eten ze dat. En Jesus sagt, dass wir nicht Moses, der jünt das geeft, dat wir Gott. Und dann sagt er, das Gott jünt. Dann bringt er dort eine ihre Titen. Er sagt, der jünt das Brot vom Himmel. Und dort ist er selbst, ich sehe das Brot. Er sagt wieder in Vers 33, das Brot von Gott ist da. Merke dort ist da, das ist nicht dort, das ist da, der vom Himmel raufkommt in der Welt das Leben jaft. Ich sehe das Brot. Einmal mit wem geredet? Und die scheiden ihn vorbei. Das ist, was hier passiert. Na, ich kicke fertig, wenn wir in der Synagoge sind, dann werden wir dort ein bisschen aufspielen. Das würde mich interessieren, wenn wir bloß auf und noch Zeit haben. Und bloß mal ein bisschen, da wo das passiert, mal ein bisschen, like, wo wir Menschen denken. Wir denken physisch, Gott denkt geistlich. Gott schickt Jesus zum uns raten, aber wir wollen mehr hätten. Wir wollen Brot. Und das ist so sind. Und so das Brot von Gott ist da, das ist eine Person, das ist die Akt, das ist das Brot vom Himmel. Dann sagen sie, Vers 34, dann sehen sie am Haar, ja, von Amazon-Brot. Na, sie denken hier nicht geistlich. Wie man das klar hat, sie denken, na, haben wir Märchen, weil ja, von jeder Tag das Brot. Du bist das Brot von Himmel, ja, von jeder Tag. Das ist unsere Voreltern in der Wüste. Männer euten, jeder Tag kriegen sie noch für den Tag. So sollst du uns ein Brot geben. Das ist ihr Denken. Und so Jesus redet geistlich, sie reden physisch. Jesus redet von der Ewigkeit, sie reden von Märchen. Vers 34. Jesus aber seht an, ich sehe das Lebensbrot. Wer an mich kämpft, den wird nicht mehr hungern, und wer an mich läuft, den wird nicht mehr darsten. Na, das sind so eine Dinge, die merken nicht sein, even für uns merken nicht, wenn wir denken, und like, wir sind Gott seine Kinder, wir glauben an Jesus, aber uns darsten, hungert danach, und wir haben danach Antefriedenheit, er uns hat. Gott redet geistlich, Jesus redet geistlich. Er sagt, er kann dir eine Sünden vergeben, er kann dir eine Gerechtigkeit geben, er kann dir bei Gott angenehm merken, er kann dir alles. Like, wenn ihr an mich glauben, dann sei ihr bei Gott immer 100% angenommen. Ihr wird niemals dort noch darstellen, ihr wird niemals hungern, ihr wird niemals dann sein, dass ihr nicht ganz noch Brot, ihr nicht ganz noch Wut, da wird immer Taurecken. Ich sehe alles, was ihnen fehlt für ihr Leben. Ich sehe das Brot. Vers 38. Aber ich habe ihnen gesagt, sie haben mich gesehen, aber sie glauben doch nicht an mich. Sie haben ihn gesehen, sie haben die Wunder gesehen, sie haben das Brot gegessen. Ich habe auch mal mit Menschen geredet und einmal selbst ein bisschen gedacht, dass ich würde mal gleichen Wort zu sein. Habe ich mal so gedacht? Wies sie mal Gott. Wies mir mal irgendwas, schreib mal an der Wand, oder am Himmel, oder was immer, oder wies mir mal ein Teken. Das fällt uns Ding. Und Jesus sagt, ihr habt gesehen.
Die wären da. Aber die leben danach nicht an mich. Die sehen Gottes die Stunde verrennt. Und wird ja kein einmal gesagt, dass für uns als der keine Uitrede in der Welt, wollen wir nicht an Gott leben. Keine Uitrede. Wir haben die Schrift bei der Trocklud, wir haben das in all unsere Phones und all unsere Computers und Gadgets, von dem wir alle mitdrehen. Wenn die nicht Johannes durchlesen, das rein bloß durch, wenn wir nicht wollen, nicht wenn ihr nicht kann. Und vielleicht sagst du, er kann nicht lesen, du kannst hören. Wir haben rein alles in Audio von dir, Plattdeutsch, Englisch, Spanisch, was immer das alles ist. Du kannst an Deutsch hören, was du weißt. Wir haben das alle auf der Spitzfingers. Wenn wir nicht Gott kennen, und wir nicht an Abend leben, und wir nicht seine Schrift kennen, und seine Schrift lesen, das simply durchwehen, wenn wir denken an Morgen hätten, nicht an Ewigkeit. Und das was sie werden. Die haben mir gesehen. Die leben danach nicht an mich. Die Hartbrot gesehen, die sahen das Fleisch, die schmeckten das, die eiten. Nu kommen die mir heran, wenn dort. Die haben mir gesehen, aber die leben gar nicht an mich. Vers 40. Mein Vater will, dass wir den sehen, sitzen und am Gleif, dass wir Leben haben soll, in den, wo ich am letzten Tag von dort abweichen. So das, was meint an Jesus leben. Da wir am sein, da wir an am glauben, da wir nicht bloß vertieft sind mit hieran, so sei es wir können, und sein so viel Top zu schaffen, als wir können. Und bitte, dass wir nicht richtig verstehen, das ist nicht, was wir richtig, wenn wir ein Business haben, oder formulieren, oder was immer wir tun, aber das, was wir richtig, wenn ich mir Gott sein Kind an und mein Denken ist 100% auf dieser Welt. Das ist was richtig. Wenn ich bloß an Mädchen denke, und Gott will jässlich, dann ist was richtig. So wie man Jesus sein mit jässlichen Juden. Die Juden sagen am körperlich, wir denken an jemals, Mensch, wenn Jesus mal hier wäre, wenn Jesus hier mal predigen würde, wie Lebenswasser, dann ja, dann würden wir alle leben. No, wir würden nicht. Nicht alles, wenn ich da, oder wenn du das. Wir haben es all gesehen. Sie glauben nicht an Jesus, sie mögen den Tod, sie kriechen den Wehen, er redet von ihrer Helligkeit und das haben wir gratis dort. Und so, wir haben auch ein System, und wenn einmal wer nennt, ich habe gesagt, ich habe gratis ein System. Rüt, wir denken nicht sehr viel anders, wir sind immer noch Menschen. Vers 41. Dann grimm säuden die Juden über Arm, wie es gesagt hat, ich sie das Brot, das vom Himmel raufkommt. So, sie sind nicht verdrießlich, sie sind nicht, sie grimm säuden, sie grunzen dort, ja. Ja, von small Brot, wie wollen Merach hätten, reden nicht bloß von du besser Brot, und ja, sonst auch euch. Und so sie denken an Merach hätten, heute denkt jässlich. Und sie reden sich vorbei. Und so sie weiten dort, dass Jesus hat sich mehr gemerkt, dass er Tempel, hat sich mehr gemerkt, dass Moses hat gesagt, ich sie da, weil ihr ein ewiges Leben kann geben, ich sie von Himmel raufgekommen, ich komme von Gott. Und sie wollen ihm zu sich schaffen, wenn dort passt, und nicht nennt. So sie gehen so in der Sie sagen, das steht, Vers 42. Sie sehen, ist das Jesus nicht Josef sein Sehen? Und wie kann sie ihn führen, seine Mutter, wo kann er dann sein, als sie vom Himmel raufgekommen? So, sie wissen, von wo er kam. Sie werden mit den Top abgewaschen, some von diesen Menschen stellen diese Fähre. In Nazareth, dort nach hinten steht, wo wir wollen hinfahren, wenn wir dort sind. Nazareth in Kapernaum, oder Galiläa, dort kannst du sagen, wie die hinein. Und so sie kennen, sie wissen, von wo die kamen. Sie kennen seine Brüder, sie kennen Maria. Sie fuhren, weit wir nicht, die fingen wir nicht von, wo Jesus seine Geburt ist, weil er gelebt hat, weit wir nicht. Aber allemal, wie weit von wo du kommst? Du kommst von Steinbach, like von dort ja mal gedarbt, was kann von Nazareth kommen? Dort wo du von kommst. Und nu merkst du die Salz zu Gott und du sagst, du kommst von Himmel. Wie sonst Montäten. Damals haben Büter eigentlich große Dinge, dann wollen wir an die bleiben. No, wir tun nicht. Wir tun auch nicht. Wir haben noch gar nicht mal so denken, dass wenn mal ein Wunder passieren, wenn mal das Mensch wird von dort abstehen, oder da wird gesund werden wieder, dann wird wir bleiben. Ja, right. Für wie lange? Die haben mich gesehen, die bleiben danach nicht an mir. Vers 43. Jesus sagt an, hier atmet grimm so. Ich immer an mal lachen, wenn
Jesus redet einmal so gleich. Ich glaube einmal auch redet gleich, aber dann, wenn Jesus hier was predigen, dann war ich noch ganz später in Verdurchreden. Und so, er sagt, hier mal mit Grenzen. Hier mal mit Grenzen, was tut ihr anyway? Jesus redet nicht rambasch. Er sagt im Wort aus Vers 47, ich sage in der Wahrheit, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Das ist so simpel und so kompliziert. Das ist so einfach. Glaub an mich, dann hast du das ewige Leben. Aber weißt du Gott, ich will mehr reden. Das ist meine große Schwäche. Nu will ich Brot, nu will ich mein Business, nu schaffen wir das nicht an Gott. Nu will ich in die Leben drehen, das schaffen wir nicht, wenn Gott hier bei ist. Glaub an mich, dann hast du das ewige Leben, sagt Jesus. Ja, wer bist du? Du kommst von Nazareth. Wie weit Gott wer du bist? Maria ist sehen, deine Brüder, wie weit sei Gott? Und so Jesus sagt, ich sage in der Wahrheit, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Morgen wird es geschrieben. Er sagt nicht, wer an mich glaubt, der wird vielleicht noch mal haben, oder dann hofft wieder, wie wir in der Gott ankommen. Er sagt, der haft, nu groß, nu haag. Er kann nu groß tieren, peisen und fort. Nu haft er ewiges Leben. Das gehen wird. Vers 48. Ich sehe das Lebensbrot. So, das hat er hier nur Titel gesagt. Ich sehe das Lebensbrot. Dann sagt er, dass die Vorderscheiden Männer in der Wildnis sind gestorben. Das ist, was die wollen. Die wollen, dass Männer, was sie in der Wüste haben, da wird die Vorderscheiden. Weißt du, was mit den Vorderscheiden passiert ist? Die sind alle tot. Ich sehe das ewige Brot. Ich sehe das, was ein ewiges Leben kann geben. Und weißt du, da meine ich, dass wir da nicht wollen sterben. Uns Körper wird sterben, aber unsere Seele stirbt niemals. Und dann, ich höre das Werk noch in Prediger. Ich höre jemand eine Prediger an das Thema, wo ich will reden sein, was davon sein. Aber der eine, was ich noch höre, der sieht, dass von hier wieder, Jesus versiegt nicht mal mehr End. Nu sagt er dort, ab so ein ridiculous war ich. Aber er sagt, dass so wie den Gruben an, dass es ganz ridiculous wird. Mir wieder dann sonst. Er sagt, dass wer mein Fleisch hat und mein Blut trinkt, hat ewig Leben und ich will am letzten Tag abwarten. Und nun denk ich mal nach, dass alles, was du weißt, ist Märchen. Alles, was du weißt, du denkst bloß physisch, du denkst bloß von dir, du denkst bloß nu, hier. Und dann sagt, dann kämpft wer und sagt, oh, weißt du Gott, du musst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Was von den Menschen fragt er hier dort? Und so Jesus, er hat in das ridiculous Namen, kann man sagen, er hat so wie in das Namen, dass in wäre Eure, du weißt, dass nein, er redet ja hässlich, aber du bist ganz ewig schuld, ein von beides. Like, das ist kein Mädelstreck mehr. Mich interessiert das einmal, dass Jesus sagt, dann denke ich nochmal so, ab so ein Weg, dass in wäre Eure, du weißt, ganz nein, er redet von das, was das mehr hätten, aber heißt ganz krass ehrlicher, was es gibt. Und das, was wir hier haben. Wenn Fleisch eten und Blut trinken, wir haben vielleicht mal gehört von Geschichten von Menschen irgendwo im Wald und andere sieht Welt, wo die Menschenfresser genannt wurden, die eten Menschenkörper, wenn sie im Krieg, wo wir im Tod merken, so wieder. Aber das so weit bei sie uns denken, dass das nicht mal registrieren will. Und so Jesus sagt, wer mein Fleisch hat, mein Blut trinkt, aber er redet von ewiges Leben, er redet von jässlich. Vers 58. Das ist das Brot, das vom Himmel raufkommt. Und das ist nicht so, das ist das Brot, das die in Futter scheiden. Die sind gestorben, aber wer das Brot hat, wird ewig leben. So Jesus redet von jässlichen Dingen, er redet von das Brot. Na, sie brauchen das alles gewährt. Sie sagen, wie wollen Brot? Jesus sagt, ich sehe das Brot, aber das meint zwei ganz verschiedene Dinge. Sie denken an Mehrheit und Jesus denkt an Ewigkeit. Vers 60. Viele von seinen Jüngern, die das hier sehen, dort sind Horde wird. I agree. Dat is een harde weer. I mean, we hebben mal wem, meest krijg ik gezegd, wem schlacht. Maar dat heeft hij met te zeggen, maar dat is wat jij zei. Like, bloos, körperlich non-gedacht. That's ridiculous. Aber Jesus sagt, wenn je nicht mehr eten und mehr trinken, aber ich sehe das Brot. Und so seine Jünger sagen, das ist eine harte Lehre. Vers 63. Dat Leben schrie wie durch den Geist. Dat Fleisch kann daran nicht halten. Die wird
die ich zu ihnen rede, sind Gäste in diesem Leben. So Jesus sagt ihnen hier ganz klar, was ich zu ihnen sage, das ist jästlich. Ich rede nicht von Mittageten, ich rede nicht von mein Körper eten oder mein Blut trinken. Ich rede jästlich, aber ich will einmal deutlich merken, dass sie denken bloß an Mittageten, aber wir sind gemerkt für viel, viel mehr. Na, das ist nicht ordentlich mit Mittageten. Bitte dürfen wir nicht, ja, wir vor Mittageten, wir sagten Steak ab. Anyway, wir wollen Mittageten von dir und die denken nicht alle an Mittageten. Hör mal ein bisschen. Wir wollen ein bisschen stillhalten von Mittag und wir wollen mal denken von Ewigkeit. Weet je, wir leben hier 80 Jahre van veel. Und dann kommt eine Ewigkeit, wo die Schrift uns sagt, wenn ich in Anfang der Eigenhaft, das geht in uns Verstand auch nicht nennen. Für was wir leben? Für 80 Jahre? Oder für Ewigkeit? Das ist die Frau. Vers 86. Von dann an gingen viele von ihnen gingen treu. Und gingen nicht mehr an. Weet je, dit weer de dag, wo Jesus zijn ganze Kirche verloor. Dit weer de dag, wo sie alle in het huis voeren en zeiden, weet je, hier zijn we daar. Dit mens, dit ganze Wort. Dit mens will uns zijn Körper geben zum Eten, zijn Blut zum Trinken. Like dit mens, das ganze Wort. Dann sagt er noch, ich komme von Gott. Mit dit zijn we daar, wir gehen in het huis, wir wollen uns Mittag schreiben, wir sind fertig. Und wie kann das alles denken? Wie kann auch sein, weißt du was, das ist so ridiculous? In dieser Welt, ich will bloß mal vergeten von Gott, weil wir vergeten von Kirche, weil wir vergeten von der Schrift. Dann will bloß mal ans Leben leben, vertrauen dich ja, weil wir mal ans Leben schein gehen und bloß für hier leben, nu zijn we daar nicht vor in het Haus. Und die können alle tun, wenn sie wollen. Vers 67. Dann sagt Jesus zu den 12, weil die auch weggehen. Und diese Frau, weil ich mit in het Haus geben, weil die auch weggehen. Die können. Die wohl Jeff Gott uns. 68. Dann sagt Simon Petrus tam Herr, nur wem soll wir gehen? Dienen wir sind ewiges Leben. So Petrus sagt, wir verstehen, dass der jetzt von mir aus, von den Körper und dem Blut, der jetzt von ewiges Brot, der jetzt von, wenn wir wollen an die glauben, dann haben wir das ewige Leben. So sei er kennen dort. Und dann sagt er, Vers 69, und wir sind auch bei durchgekommen, dass wir glauben und weiten, dass du Christus Gott sein Heilige sehen wirst. So wir haben hier waren zwei Gruppen. Die ganze Mehrheit hat ein Haus, die sind durch mit Jesus, mit so einem Wort, Menschen sind nicht taub, like das ganz ewig schütten. Aber das ist eine kleine Handvoll, die sagen, weißt du Gott, wir haben erkannt, dass du bist von Gott, du gibst uns ewiges Leben, hier will wir sein. Wo soll wir hingehen? Du hast wir da von ewiges Leben. Und welche Lied, wir haben das wohl. Wir können auch von dir sagen, weißt du Gott, in een grote Prozent von der Welt dat, weißt du, mit Jesus, dass alle Dummheit, die Bibel ist bloß topgestellt von Menschen, like, das merkt keinen Sinn. Und so, wir wollen uns an Science holen, wir wollen an Wissenschaft holen. Und an der anderen Seite sagt, wenn wir nicht Wunder sein und nicht Tekens haben, dann bleiben wir nicht an die. Und so, wir sind hier irgendwo in das. Und ich hoffe, wir sind sozusagen dazwischen. Und da wir an Jesus glauben, da wir ewiges Leben haben, wer nicht an mich glaubt, oder wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und so werden wir mit Petrus zu sein, dass wir haben erkannt, du bist der Christus, du bist Gott sein Sehen, du bist heilig, du bist der, der uns ewiges Leben gibt. Und so ich will ihn einladen, an Jesus zu glauben. Glaubt an, dass er starb, er war begraben, er stand ab. Aber dann werden wir lernen, so zu leben, dass es damit stimmt, wer wir sind. Und das meint, dass wir haben uns denken, nicht bloß auf dieser Welt, aber wir haben das bei Gott. Und uns Leben, das stimmt, mit wo wir haben wollen. Wir werden noch zu beten. Und himmlischer Vater, Dankeschön für das Tag, Dankeschön für den Wort, Dankeschön für dass du uns geraten hast, Dankeschön, dass wir das Brot haben von dir. Help uns nicht bloß für diese Welt leben, nicht bloß für 80 Jahre, aber dass wir leben für Ewigkeit. In Jesus' Namen, Amen. Das Prayer-Team ist hier fair, wenn ihr ein Gebet fehlt, kommt welch her, sie kann für ihn beten. Dankeschön für kommen, mag Gott ihn sehen. Stein, waar je al
Stunden, Jesus leeft. Sei der Heng, sei der Feit, feil der Wunden in Gleib. Habt ihr Stunden, Jesus leeft. Oh, Jesus leeft. Hij leeft, die Kraft, den ihr tracht an. Hij zalig für Amen. Jesus leeft. Hier det jedem brek hem fri. Hier det frie kraft te zing. Hij det wunder, Jesus leeft. Neem de frihet, neem de leid. Kost die zin, ik geen goed van. Hij is hier, jo hij leeft. Hij leeft, die kracht in ihr tracht an. Hij zalig für Amen. Jesus, hij leeft, die kracht in ihr tracht an. Hij zalig für Amen. Jesus leeft. Jesus leeft. Den einsans schon, Leut steuern mit Grof, wir sind verjäft,